Guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wann immer du hier bist. Ich möchte heute nicht in schriftdeutscher Sprache sprechen. Leite es so ein, dass ihr alle es versteht, dass ich das heute nicht so tun möchte. Und wenn ihr mehr wissen wollt, geht in meine Seite dieroanders.ch auf die Seite Corona-Schwindel und dort findet ihr einen ganzen Berg voll Quellen, Hinweisen und ja, Eindrücken und auch Entlastungen. Guten Tag miteinander. Alle hier in der Schweiz. Es geht jetzt um die Schweiz. Es geht um die ganze Welt, natürlich. Doch jeder schaut den, wo er daheim ist. I'm sorry, die Brille, glaube ich, ziehe ich gescheiter ab, das irritiert mit der Spiegelung. Jeder und jede schaut den, dass es gut kommt, wo er daheim ist. Wenn irgendetwas von außen kommt und das eigene betrifft und man spürt dabei, dass da irgendetwas nicht ganz sauber ist, dann fängt man sich an nerven. Dann kann man es nicht einsehen, was da angeordnet wird. Dann kann man auch Gründe nicht sehen, die da wirklich sind. Das ist etwas, was in den letzten, ich würde sagen, fast 30 Jahren jetzt bei mir ein Prozess war, wo ich immer wieder, ja, mal den durch, mal den durch, mal den an, mal da runter, gedruckt worden bin von irgendwelchen Leuten, die nicht verstehen können, was einem Menschen widerfährt im Leben, auf seinem Weg, weil er halt das sagt, was dann halt so ist. Ich bin immer so einer gewesen, ich kann nicht einfach mein Maul heben. Ich habe schon ein paar Mal mein Maul gehebt, wo ich gemerkt habe, du ja, also wenn du jetzt dein Maul nicht hebst, das kannst du, glaube ich, vergessen, um das oder dies oder jenes zu machen. Und es ist dann so wenigstens gegangen. Ja, so etwas habe ich auch gemacht. Ganz klar. Und ich war auch in diesem System hinein. Ich war auch naiv, bis es mich eben halt getroffen hat. Und dann habe ich auch noch nicht genau kapiert, was da tatsächlich in dieser Welt los ist. Das habe ich nicht. Und das ist menschlich. Und jetzt, bei dieser sogenannten Corona-Krise, stelle ich etwas fest. Jetzt gibt es plötzlich viel mehr von diesen Menschen, die aufwachen. Die sehen, wow, der und die und da, die Spinner und die Verschwörungstheoretiker, die sogenannten Nazis oder Klimaleugner, haben ja doch recht. Schau mal den Himmel an. Dann gehen wir mal auf Flightradar. Und gehen schauen, es hat einen Flugverkehr. Natürlich ist der reduziert, massiv reduziert. Doch, du schaust lange in den Himmel auf, bis du den Flüger siehst. Weil er einfach nicht so schnell sichtbar ist. Früher, jetzt in den letzten 20 Jahren, ist es so gewesen, dass du einen Streifen anschauen konntest und dann hast du den Flüger sofort gesehen. Und diesen Streifen gibt es jetzt nicht mehr. Sehr, sehr selten. Meine Meinung ist da, es sind dann wahrscheinlich jetzt Militärmaschinen in dieser Höhe, wo dann das sichtbar ist. Schaut selber. Ihr habt, wenn ihr noch keine 20 sind, dann habt ihr noch nie so einen blauen Himmel gesehen. Das könnt ihr euch nicht erinnern. Tönt einmal fotografieren, vergleichen mit Gegenlichtaufnahmen, wo die Sonne fotografiert worden ist, vor ein paar Jahren und jetzt. Macht mal den Vergleich, macht das mal. Schaut mal die Strahlen an, wie die ganz anders sind, auf dem Foto sichtbar. Ja. Auch viel mehr Leute werden jetzt bewusst wegen dem Impfen. Viel mehr. Sie merken, da passiert etwas, da will jemand Geschäft verdienen. Also wirklich Geschäftle.
sagt man da in der Schweiz, oder? Und es ist tatsächlich so. Und stell dir vor, es gibt sogar ein 8-jähriges Dokument, das genau das beschreibt, was jetzt da und terminiert sogar jetzt da stattfindet. Ja, Impfen, Geoengineering, also White Sky, Lichtraub ist das gewesen, Vergiftung. Also gerade jetzt, heute zum Beispiel habe ich vernommen von einem befreundeten Landschaftsgärtner, dass er sehr positiv überrascht ist jetzt in diesem Jahr und scheinbar, dass jetzt wirklich wieder natürlich daherkommt mit den Pflanzen, keine Brandflecken, kein gar nichts. Das Zeug, das wächst, ist nicht bruttüpfelt, wie es immer war, bis anhin in den letzten 20 Jahren. Das findet so nicht mehr statt. Das heisst, die sind auch in der Corona-Quarantäne oder abgestellt worden. Ja, das ist so. Viele wachen jetzt auf. Und das ist unsere Chance. Weil die Welt, die jetzt ist, oder jetzt war, jetzt haben wir schon bereits einen Break, etwas anderes. Die Welt, die war, wird nicht mehr so sein, wie sie war. Nie mehr. Also nicht in unserem Leben. Ganz bestimmt nicht. Das kann nicht mehr sein. Es kann aber dennoch auch nicht sein, das muss man auch jetzt betonen, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade auf die Dauer der Massnahmen schauen. Ich habe von Anfang an gesagt, es geht mindestens bis September, möglicherweise geht es noch viel länger. Also für mich zeichnet sich eigentlich eher dazu ab, dass es noch länger geht. Weil es sind Prozesse im Gang da, wo niemand sieht, weil Corona ist ein Hütchen auf einer Pfanne, wo gefüllt ist mit verschiedenen, wirklich verschiedenen und vielfältig verschiedenen partikular interessierten Kreis und Kessel. Also Kassen, Kessel ist untertrieben. Das sind riesige Kassen. Also Corona zum Beispiel, das ist jetzt wirklich ein neues Geschäftsmodell. Das ist es. Und es bedient mehrere Ebenen, mehrere Interessen. Und dem muss man halt alles ein bisschen nachgehen, das ist halt Aufwand. Das war schon immer so. Auch mit den Chemtrails, auch mit dem Impfen. Das war immer so, das ist Aufwand, das ist klar. Doch Wissen fliegt einem genauso wenig zu wie Erfahrungen, wenn man nichts machen und sich nicht mit anderen Menschen unterhalten oder sich nicht in ein Thema reinknüllt. I'm sorry, dann kann man nicht wissen, dann kommt das Wissen nicht. Dann sind es Traumtänzereien oder Spinnereien. Und das bringt nichts. Man kann sich nicht einfach nur vollbeamen lassen und vollfressen und vor allem genug und zu viel haben. Wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angelangt, wo sie uns deutlich sagt, hey du, der Konsumwahn ist vorbei. Jetzt kaufen wir das, was wir brauchen und nicht mehr das, was wir wollen. Einfach so. Jetzt muss es Sinn machen. Im Ganzen. Das wird kommen jetzt. Ganz bestimmt wird das kommen. Tote wird es von Corona oder von Covid-19 nicht viel geben. Nein, wir wird uns vor allem von der Straße weg haben, weil es kann mit diesen Massnahmen bzw. Wirkungen von den Massnahmen, es kann wirklich zu ganz gewalttätigen und grossen sozialen Unruhen kommen. Und es kann auch zu kriegerischen Ereignissen kommen. Das ist auch möglich. Es ist einiges passiert. Die FED ist nicht mehr die FED, die war. Der letzte Präsident, der das gemacht hat, war der John F. Kennedy. Für das ist er auch umgebracht worden. Und wer sich dann ein bisschen auch da bemüht, gerade bei solchen Sachen ein bisschen reingehen, ins Thema hineingehen, weiss, dass da wieder die gleichen Kräfte, jetzt zum Beispiel, hinter dem Pandemiewahn steckend, wie damals
auch bei der Ermordung von Kennedy. Und das sind die gleichen Kräfte, die auch die Fed hatten. Und da sind natürlich auch neue Players dazugekommen. Bill Gates zum Beispiel. George Soros zum Beispiel. Ja, das andere sind alles die Alten. Club of Rome, CFR, Goldman Sachs, UBS, CS und natürlich alle von den Rothschilds, Rockefellers. Also nein, eben nicht alle. Sorry, das ist jetzt gerade ein guter Punkt. Es sind nicht alle Rothschilds schlecht. Aber die den Plan durchziehen, seit mehr als 300 Jahren, die sind im Laufe dieser Zeit, oder denen hat man, immer wenn sie auf die Welt gekommen sind, das Herz austrieben, das Gefühl austrieben, die Emotionen abgestellt. Die hat man kalt gemacht. Die können nur noch handeln für Zweck. Egal, welcher Weg das ist, es wird gemacht. Wenn es den Profit verspricht und die Macht verspricht. Es geht ihnen genau um das. Und da wird jetzt, denke ich mir, schon auch aufgeräumt. Es passiert etwas im Hintergrund. Was genau werden wir dann sehen, wenn es so ist? Es ist bis anhin noch nicht so viel sichtbar. Es sind einige Menschen und auffallend ja gerade so Staatsoberhäupter in Quarantäne. Vielleicht ist das mit Anführungs- und Schlusszeichen mal anzuschauen. Es könnte ganz so gut auch eine Haft sein, ein Fußfessel. Ist auch möglich. Also es gibt schon Stimmen, dass Merkel irgendwie bereit ist oder schon tut, dass sie zurücktreten ist. Kann sein. Belegen lässt sich das im Moment sehr schwierig. Also ich, für mich, habe da keinen Beleg. Und darum ist es für mich auch noch nicht wirklich. Ich spüre es eben auch im Bauch noch nicht ganz. Doch tatsächlich läuft etwas. Ist ganz sicher, es läuft was. Es kann auch die Geschichte mit den Kindern sein. Also, ich habe da einen Bericht gelesen von einem grossen Tunnel von der Clinton Foundation bis zum Hafen von 100'000 Kindern. Und ich möchte es da nicht weiter ausbreiten, wirklich nicht. Das ist nicht erträglich. Das ist nicht erträglich. Und ja, es kommen jetzt Fragmente hier auch ins Öffentliche hinein, in verschiedene Beiträge auf Kanälen. Das ist gut. Wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns wirklich viel zu wenig, als Menschheit haben wir uns viel zu wenig um unsere Kinder gekümmert. Wir sind so borniert, fixiert auf den Konsum, aufs Eigenwohl, egoistisch unterwegs, unsere Kinder wirklich fahrlässig ins Leben begleitet. Und da haben wir jetzt auch eine Quittung. Das ist ganz klar. Und da muss ich mich jetzt nicht zu fest dran nehmen, weil ich bin mit meinen Kindern immer ehrlich war und habe sie, was ich können, wirklich auf einem realen Pfad mitgenommen. Und das ist das Wichtigste, dass man auf dem Boden steht und dass man nicht irgendwelche traumtänzerische, unrealistische Dinge macht, weil das ist das, was war, der Konsumwahn, sich selber zudecken mit Reiz und Geschenken und das ist nicht das Leben. Nein. Das Leben hat da eine ganz andere Organisation, eine natürliche. Und das bitte ich halt doch vermehrt ein bisschen anzuschauen. Es ist sehr bedinglich für die Gesundheit, dass man im Körper schaut und im Geist. Also wenn du Müll gehst, in dich hineindrückst, ob jetzt das durchs Maul ist oder durch die Augen oder durch die Ohren. Wenn es Müll ist, ist es Müll. Es kommt alles irgendwie im Hirn an das, was das ist. Kommt auch im Hirn an. Und so denkst du eben auch. Wenn du da nicht
ein bisschen Pflege hast für dich selber, für deinen Körper, für deinen Geist, für dein Herz, für deinen Bauch, wenn du das nicht machst und die Eigenverantwortung lebst, dann glaube ich, bist du jetzt gerade am falschen Platz. Oder vielleicht schafft es, wenn es dir die Wand spickt. Das kannst du aufwachen. Ich möchte eigentlich alle fragen, schlafst du immer noch oder hast du es jetzt gecheckt, dass da irgendetwas geht? Corona ist nicht das Gefährliche. Ein Erreger ist immer, jedes Jahr kommen Erreger. Immer gefährlich für Menschen mit Grundbelastungen und Vorbelastungen. Immer. Das ist nicht nur jetzt. Ja, aber es geht ja da gar nicht um den Erreger. Das zeigen jetzt auch die ersten Obduktionen. Endlich einmal. Man hat sich ja geweigert bis dahin. An Corona ist noch keiner gestorben. Mit? Ja. Aber er ist nicht an Corona gestorben. Corona war vielleicht das Tröpfchen in dem Fass, das schon voll war. 2 Tage später wäre er vielleicht gleich da gewesen, der Mensch. Oder vielleicht 3 Wochen später. Wer weiß? Solche Sachen kann man ja so gesehen nicht genau eruieren. Aber man kann in Obduktionen ganz genau herausfinden, an was dass der Mensch gestorben ist. Und bis jetzt hat es noch kein Corona-Toten gegeben nach Obduktion. Hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Also gehe ich davon aus, weil ich die vertrauenswürdigen Quellen hier auch kenne, ich gehe davon aus, dass dem so ist. Ich sehe es ja auch so. Ich sehe ja hier die Spitäler. Sie sind leer. Und sie kommen Geld über für jedes leere Bett. Oder es wird ihnen wenigstens versprochen. Ob es dann so ist, das wird sich dann weisen. Es ist ein Konzept, das so viele Interessen bedient. Das ist unglaublich. Es bedient zum Beispiel auch die Interessen auch von 5G-Anbietern. Die ganz massiv. Die haben in der Zeit, wo wir jetzt weg von der Straße waren, wo man keine Demonstrationen machen darf und sich nicht kann öffentlich deutlich zeigen, haben sie die Zeit genutzt und einfach Vollgas weiter das Netz verdichtet und schaltet auf, was sie können. Ja. Wer sich informiert, weiss schnell einmal, 5G ist ein Waffensystem. Und die ITler und die Fans von 5G, die man dauernd kommen, es ist ja gar nicht die Stärke und so ist ja gar nicht so gefährlich. Es geht nicht um die Stärke. Also weniger um die Stärke. Es geht um die Frequenz, die eingestellt ist. Um die geht es. Wenn die falsch ist, und falsch ist für unsere Schwingung, wenn sie in Resonanz kommt, dann ist sie nicht gesund. Kapiert doch das endlich einmal. Es geht nicht um die Wattzahlen. Es geht um die Herzzahlen. Diese Skala müsst ihr anschauen. Die ist bedeutend, wie ein Sender eingestellt ist. Das ist ganz maßgeblich. Und da ist nicht scheißegal, nein, sorry. Ich würde es jetzt nicht so sagen, aber es ist nicht so von Bedeutung, ob jetzt die schwach in Watt daherkommt mit 6 Watt oder mit 60 oder mit 1000 oder mit 1 Million oder weiss der Guck was. Die Frequenz ist es. Die Wellenhöhe. Wir sind schwingende Körper. Und ich weiss ganz genau, was ich da sage, weil ich es selber auch erlebe. Wenn ich eine Nacht in einem Gebiet bin, wo es sonst schon nicht stimmt, mit viel Mobilfunk und dann noch die auch noch 5G-Antennen ist oder sind, dann habe ich am anderen Morgen Nasenblüten. Kopfweh habe ich auf dem ersten Tag weg, wenn ich die ankomme. Ja, dann halt, hä?
Das merken nicht alle Menschen so, aber viele. Ich würde behaupten, bei 5G sind es an die 20%. Das ist eine Behauptung, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber vom Gefühl aus würde ich davon ausgehen. Ja, sicher. Corona ist ein Hütchen für einen ganzen Haufen Dinge zu verdecken. Und jetzt haben sie etwas eingerichtet, sie haben die ganze Wirtschaft runtergefahren. Nein, eben nicht die ganze. Sondern die grossen Firmen können noch. Und ein paar einzelne kleine auch noch, die man eben dringend braucht. Bauen, Infrastruktur etc. Die schaut man, dass die noch schaffen. Aber ja, sie können uns nicht mehr so schnell auf die Straße lassen, weil jetzt zu viel passiert. Es wird auch während der Krise wird eine Inflation kommen, das ist nicht zu vermeiden, das kann man gar nicht. Und ich hoffe wirklich, es gibt keine Hyperinflation. Also ich habe keine Lust, da irgendwie 10'000 Franken zahlen oder 100'000 für ein Brot oder für eine Gurke oder für einen Apfel. Nein. Nein. Ist das nicht lustig? Ja, ich werde da unten in der Videobeschreibung sicher noch einen Link rein tun von einem ganz tollen Film, wo ich euch sehr, sehr empfehle. Ein Spielfilm, ein älterer Spielfilm, der euch kann zeigen, wie man es selber macht, wie man sich selber die eigene Wirtschaft gesund haltet und dennoch kann mit der anderen Wirtschaft außerhalb sein und funktionieren. Es gibt einen fantastischen Film, wirklich. Ich sage jetzt nicht, wie das heisst, ich komme nachher dazu. Und ist in der Videobeschreibung dann verlinkt. Schaut drauf, was Corona wirklich ist. Und werden eure Ängste los. Wenn ihr beruflich irgendwie fast gezwungen sind, gewisse Distanz zu halten, dann machen das auch. Schauen auch unterwegs mit Menschen, die ihr von weitem schon sehen, die haben Angst oder kommen mit Masken oder so, dann gehen auf die andere Seite, das sind nicht so. Machen das. Ist auch eine Form von Respekt. Ist doch alles okay. Doch eines ist immer noch klar und ist immer so gewesen. Angst ist der schlechteste Ratgeber, den es überhaupt gibt. Und dann, liebe Leute, geht nicht in den Laden einkaufen, weil die kann man ja nicht anders als kreuzen mit einer Meterdistanz. Es geht nicht anders in gewissen Läden. Und dann musst du nicht so tun und sagen, können Sie nicht Abstand halten und ein bisschen vorsichtig sein? Dann musst du nicht so tun, sondern dann musst du dir selber bewusst werden, warum. Warum kann ich jetzt vom anderen Mensch, der jetzt da durchläuft, so eine Angst haben? Und dann kommen wir auf all die Themen. Oder du, der eben Angst hat. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen, wenn jemand bist, der Angst hat. Löse dich. Löse dich von der Angst. Die ist reingehämmert. Durch den ganzen huren Medienmüll, der da jetzt auf uns abgeprasselt ist. Also wenn wir blicken 20 Minuten und Bund und Tagblatt und Schweizer Fernsehen und Radio und auch die Privaten anschaut und anlässt und liest, dann muss man sagen, die muss man echt mit in die Haftung nehmen. Die haben das Spiel mitgespielt und eigentlich sogar dermaßen verstärkt und schlussendlich sogar erst möglich gemacht. Ohne die wäre es nicht gegangen so. Und ich finde, für alles, was da ist, muss da Haftung an. Also gibt es irgendwelche Vermögen bei diesen Politikern, die da drin sind, muss das beschlagnahmt werden. Sofort. Egal wie viel. Egal wie viel. Das ist ja gar nicht zum Zahlen. Und dann muss der Staat auch die Haftung übernehmen. Und nicht Kredit geben, sondern die Schäden decken. Fertig, Ende. Die Schäden decken. Die Schäden, die entstanden sind, müssen vom Staat gedeckt werden. Weil niemand anders als der Staat, der von diesen Lobbyisten, Zwergli, Bundesrat,
eingerichtet worden ist. Der Staat hat das zu verantworten. Und diese Schäden müssen übernommen werden. Weil die Rechtfertigung für das, was da war, ist nicht da. Und wenn er dann kommt, ja, wir haben ja voll dem nichts gewusst, weil es wird sich aufdecken. Ganz bestimmt und sehr, sehr bald. Weil der Himmel deckt sich jetzt auf, das Impfen deckt sich jetzt auf, das 5G deckt sich jetzt auf. 9/11 ist sich auch wirklich weltweit global am Aufdecken mit den anderen Fake-Anschlägen auch. Anschläge ebenso. Und es deckt sich alles auf jetzt. Auch die ganze Klimabewegung, der Faschismus, deckt sich alles auf. So viele Menschen verwachen. Die Menschen da, wo eben keine Menschen mehr sind im Parlament, das hat mit Menschheit, mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Gar nichts. Sie schauen noch immer, wie es ihren Auftraggeber schlussendlich dann da geht. Oder wie sie die können irgendwie noch aus dem Schlamm rausziehen. Ums Volk geht es definitiv nicht. Sonst hätten sie für die Alten und für die Risikogruppen ganz andere Massnahmen eingeleitet. Weil das, was sie da gemacht haben, das ist noch viel schlimmer, als irgendein Erreger überhaupt kann sein. Das ist wirklich grusig. Grusig. Das ist schon eine Form von Senizid, die in meinen Augen genauso geahndet muss kommen wie ein Genozid. Ob bewusst oder nicht bewusst. Sie werden kommen und werden finden, das haben wir alles nicht gewusst. Aber dann muss ich kommen, was haben wir denn für einen Geheimdienst? Hallo. Hä? Fahrt er auf der Trottinette rum? Oder bist du im Schwimmbad mit dem Schwimmgurt? Haben wir so einen Geheimdienst? Ja, dann müssen wir uns mal etwas überlegen, oder? All das, was wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit, wir alle hier, die herumgeschaut haben, recherchieren sind, alle haben in so kurzer Zeit so viel gefunden. Und das kann ein Geheimdienst sein. Ach komm jetzt. Jetzt im Ernst. Glaube ich nicht. Leute wachen auf. Es ist Zeit. Der Wecker hat schon lange geschellt. Schon seit Jahren immer wieder. Und ich hau der Mime eins wieder drauf. Soll Ruhe geben? Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt ist der Punkt da. Sie wollen uns weghaben von der Straße. Sie haben Angst vor uns. Weil wir sind viel, viel mehr, als ein Deep State jemals bringen kann. Wir sind viel mehr. Auch mit den modernen Waffen. Sie können viel von uns umbringen. Ja, können sie, wenn sie es dann würden machen. Theoretisch. Also man kann ja mal so denken. Dennoch, so viel wie wir sind, die haben auch ganz andere Energien. Die müssen sich gar nicht zum Find machen. Die müssen nicht unbedingt nur mit Waffen rumlaufen. Es sind ganz andere Energien, die da nützlich werden können. Und da weise ich halt wieder darauf hin. Befreie dich aus der Angst, komm mit Wirklichkeit durch die Erde, zieh deine Schuhe und Socken ab und lauf in der Wiese oder auf der Erde barfuß um und komm in Klarheit. Denn wenn du die neue Welt wünschst, visualisier deine neue Welt, deine gesunde und neue Welt, visualisier sie, wie du dir sie wünschst. Jetzt, mach das, meditier. Für dich allein ist am stärksten. In Gruppen, wo es wirklich stimmt, auch. Tu das. Ja. Und gib Hilfe. Am Sein. An deinem und dem von deinen Lieben. Und schon ist die ganze Welt neu. Schönen Tag. Ja, ups. Ich gibt noch einen kleinen Nachhang. Weil es ist mir wirklich von Bedeutung, das nachdrücklich weiterzugeben. Weil es geht um die Ruhe, die du oder sie oder er in sich kann tragen. Weil Angst, die Menschen, die jetzt Angst haben,
die sind nicht in der Ruhe. In Angst kann man nicht in der Ruhe sein. Das ist nicht möglich, geht nicht. Schaut euch ein bisschen um, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ja direkt fragen. Man findet mich auch via meine eigene Website. Der Link ist ja hier unten in der Videobeschreibung. Ich beantworte, was ich kann. Erwartet nicht, bitte, was ich kann, mache ich. Kommt in die Ruhe. Kommt in die Ruhe. Je ruhiger das bei euch wird, je weniger Wellen und Tsunamis und wie auch immer die kommen bei euch, je weniger, dass ihr von dem habt, je stiller wird euer Wasser, wird euer Blick und je tiefer könnt ihr schauen und könnt euch selber erkennen, könnt sehen und spüren, was wahrhaftig ist und was wirklich gelogen und reingehämmert ist. Befreit euch aus der Angst, kommt in die Ruhe und verhaltet euch vernünftig. Es gibt nichts anderes zur Zeit. Und es wird noch lange gehen. Und für das braucht es euch alle. Es braucht euch alle. Wir können euch nicht mehr nachher. Das liegt nicht drin. Jetzt kommt eine neue Welt. Und diese neue Welt, die wird so, wie wir alle das wollen. Das ist bedinglich im Sein. Löse dich aus den Ängsten. Visualisiere deine Welt, deine neue Welt. Mach das, was du machen kannst, was dir Freude macht. Konstruiere oder vernetz dich mit anderen, regional, kommunal. Und darüber aus, wie immer, wie es passt. Mach das. Schau, dass du in die Ruhe kommst und du in diesem tiefen Meer von Wahrheiten kannst durchschauen bis auf den Grund. Dann gewinnen wir alle. Danke fürs Hören, fürs Ernstnehmen und fürs Tun. Schönen Tag.